Gedichte zeigen, dass wir nie fertig sind mit der Welt, die uns begegnet. Sie lehren uns auch immer wieder über den eigenen Horizont hinauszublicken und daran zu glauben, dass das, was wir sehen, eben nicht alles ist. Wer zu definieren versucht, worin der Sinn des Lebens besteht oder was Spiritualität ist, stößt unweigerlich an die Grenzen der Sprache. Wie soll über etwas gesprochen oder geschrieben werden, das eigentlich unaussprechlich ist? Dieser Frage hat sich die Germanistin und Theologin Franziska Pilgram angenommen. Sie sieht in der Lyrik einen möglichen Ausweg aus diesem Paradoxon. Franziska, was fasziniert dich an Gedichten und was an der Spiritualität? Ja, was fasziniert mich an Gedichten? Gedichte sind kurz, sie sind sehr kurz, sie brauchen wenig Platz, man hat sie sehr schnell gelesen und doch kann man sich lange mit ihnen beschäftigen, manchmal sogar ein ganzes Leben lang. Es gibt Gedichte, die vergisst man einfach nicht mehr. Und ich frage mich immer wieder, woran liegt das? Zum einen liegt es sicher an der künstlerischen Form, am Klang der Sprache, an den Rhythmen, die sich tief einprägen. Gedichte bringen Emotionen, bringen Lebenssituationen auf den Punkt, eben ganz verdichtet. Ich glaube, es ist aber noch etwas anderes, warum man Gedichte nicht vergisst. Gedichte sagen nicht alles. Sie bergen Geheimnisse, sodass etwas auch zwischen den Zeilen ins Schwingen kommt. Und das ist es, was mich fasziniert, die künstlerische Form, die Musikalität von Sprache, aber auch das Geheimnisvolle. Und das ist es ja gerade auch, was Gedichte mit der Spiritualität verbinden. Gedichte zeigen, dass wir nie fertig sind mit der Welt, die uns begegnet. Sie lehren uns auch immer wieder über den eigenen Horizont hinauszublicken und daran zu glauben, dass das, was wir sehen, eben nicht alles ist. So wie es Matthias Claudius in seinem berühmten Abendlied schön beschrieben hat: Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Mhm. Du sprichst über Religion, Spiritualität. Wo siehst du den Unterschied zwischen diesen zwei? Diese beiden schwierigen Begriffe, die unterscheidet man tatsächlich in aktuellen Diskussionen. Ich sehe aber auch ganz viele Berührungspunkte und Schnittbereiche. Bei der Religion, bei der Spiritualität geht es immer um die Frage, was trägt die Menschen, was verbindet sie zu einem umfassenden Ganzen, was inspiriert sie, was beflügelt sie. Heute unterscheidet man die Begriffe so: Religion ist zumeist mit einer Tradition verbunden, hat sich über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg entwickelt, ist verbunden mit Institutionen, Ritualen, Symbolen, formt eine Glaubensgemeinschaft, eine Religionsgemeinschaft. Spiritualität wird davon abgegrenzt, weil es ganz individuell ist. Spiritualität ist das, was jeder Mensch darunter versteht. Spiritualität wächst also im Laufe eines Menschenlebens, entwickelt sich so. Und deine Frage ist ja spannend, auch im Blick auf Gedichte. Wo sind sie angesiedelt, die Gedichte? Bei den Älteren wird sehr schön sichtbar, wie sie eben in einem religiösen Kontext entstanden sind. Wenn sie von Spiritualität sprechen, sie spiegeln die damals vorherrschende Religion. Bei den neueren Gedichten könnte man davon ausgehen, dass es eben viel individueller ist, von einem lyrischen Ich geprägt, von dieser ganz individuellen Sicht. Aber auch da sieht man, Gedichte stehen immer auch in einem Kontext, in einer kulturellen Tradition, und da beziehen sie sich oftmals auch auf biblische Motive zurück, auch wenn sie sich negativ davon abgrenzen. Du sagst, dass Gedichte, ob nun jünger oder älter, besonders geeignet seien, um eben spirituelle Themen in Worte zu fassen und somit eben doch über Unsagbares zu sprechen. Wie gelingt das? Was hat die lyrische Sprache, was andere Sprachen nicht haben? Ja, da muss man sehen, spirituelle Sprache war immer schon poetische Sprache. Ich denke da an die alttestamentlichen Psalmen, an diese Sammlung von
von ganz frühen Gebeten. Hier spricht ein menschliches Ich, ein göttliches Du an, aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen heraus. Auch hier vielleicht wieder ein Beispiel, der berühmte Psalm 23, wo es heißt: Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und dieses Zitat zeigt ja auch sehr schön, was lyrische Sprache mitbringt, was eben begriffliche Sprache nicht leistet. Anders als beispielsweise theologische Abhandlungen oder auch Definitionen dessen, was Spiritualität ist, zeigt lyrische Sprache eben Bilder und arbeitet mit Metaphern, mit Klängen, Stecken und Stab, eine Alliteration. Sie strebt nicht Vollständigkeit und Klarheit an, sondern ist prägnant in einem ganz anderen Sinn. Sie ist offen, sie wirkt gerade durch diese Offenheit auch auf Leserinnen und Leser. Und diese Dynamik von Gedichten wollte ich aufnehmen. Ich habe am Schluss von jedem Kapitel einen Denkanstoß eingebracht, den ich den Leserinnen und Lesern mit auf den Weg geben möchte, um eben diese Dynamik aufzugreifen. Spätestens mit ihnen wird klar, dass die Interpretation eben nicht alles sagt, sondern ermutigen möchte, den Gedichten und vielleicht auch so sich selber immer wieder neu zu begegnen. Diese Denkanstöße sind ja ganz unterschiedlicher Natur. Manchmal sind es weitere Gedichte, passende Zitate oder Fragen und manchmal ist es auch ein Bild. Wir haben hier dieses hier. Was sehen wir hier und was hat das mit Lyrik zu tun? Dieses Bild kennt man in ganz unterschiedlichen Variationen. Hier handelt es sich um eine Postkarte aus dem Jahr 1888. Es ist ein sogenanntes Kippbild. Es zeigt gewissermaßen zwei verschiedene Bilder. Je nachdem, auch aus welcher Perspektive man schaut, sieht man eine alte Frau, die nach links blickt, oder eine junge Frau, die von den Betrachtern wegschaut. Wann ist ein Mensch alt? Wann ist ein Mensch jung? Mit solch schwierigen Fragen befassen sich Gedichte, gerade die Alters- und die Vergänglichkeitsthematik, um die sehr viele Gedichte kreisen, zeigt ja sehr schön, dass es eben oft nicht eindeutig ist, dass Antworten nicht nur einseitig sein können, sondern dass Verlusterfahrungen immer auch mit Anfängen verbunden sind. Abschied nehmen heißt immer auch neu anfangen, weitergehen, anfangen, wie es im berühmten Stufengedicht von Hermann Hesse heißt. Und in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Kippbild, Kippthemen. Bei Gedichten finde ich so faszinierend, dass sie darüber hinaus auch immer wieder die Sprache zum Kippen bringen, mit Metaphern, die plötzlich ganz neue Bedeutungen aufblitzen lassen, mit Klängen, die eben aus Sprache Musik macht und die eben dazu führen, dass wir immer wieder auch überrascht sind und genau hinschauen wollen. Genau, dieses Kippbild versinnbildlicht ja die hermeneutische Aufgabe, die Texte und gerade auch Gedichte an uns stellen. Sie fordern uns auf, immer wieder genau hinzuschauen und bieten damit die Möglichkeit, auch immer wieder Neues zu entdecken. Doch wo liegen die Grenzen der Sprache und der Interpretation? Eine Frage, die auch die Theologie von Anfang an umtreibt. Auch Goethes Faust zerbrach sich genau darüber bereits den Kopf, als er versuchte, das Johannesevangelium zu übersetzen. Faust sagte dann, wohl bemerkt in Versen, geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Faust also eher ein Sprachkritiker. Franziska, die Gretchenfrage an dich. Wie hast du es mit der Sprache? Glaubst du an die Sprache? Ja, natürlich glaube ich an sie. Was wäre sonst mit all den Gedichten und Gebeten, mit den Klageliedern und Lobgesängen, die Menschen jemals ausgesprochen haben? Aber die Sprachzweifel, die du ansprichst, gehören genauso dazu. Ich glaube,
Sie bilden den Kern, den Dreh- und Angelpunkt der modernen Dichtung. Und schon sehr viel länger hat sich auch die Theologie damit beschäftigt. Ich denke an die Mystikerinnen und Mystiker aller Zeiten, die immer wieder neue Wege gesucht haben, um sich eben ans Unsagbare heranzutasten. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Sprachzweifel sind auch existenziell, die gehören dazu. Wer kennt nicht das Verstummen und das Schweigen angesichts von großem Leiden oder auch angesichts von überwältigender Freude? Ich glaube, Gedichte sprechen genau in solche Situationen hinein. Es sind sozusagen Vorschläge, Sprachhilfen. Es ist ja immer wieder eindrücklich, wie Seelsorgende und auch Angehörige berichten, wie Gedichte, die einmal in der Kindheit im Gedächtnis haften geblieben sind, eben Menschen bis hin ans Lebensende begleiten können. Gedichte helfen, Situationen der Sprachlosigkeit auszuhalten. Und vielleicht lohnt es sich immer wieder einmal zu überlegen, mit welchen Texten bin ich unterwegs, welche Texte sprechen mich existenziell an. Ich glaube, wir brauchen solche Texte, die eben diese Situationen der Sprachlosigkeit nicht übertönen, sondern die eben helfen, vielleicht auch wieder zu einer eigenen, neuen, kreativen Sprache zu finden. Ein schönes Schlusswort. Gedichte laden dazu ein, zu verweilen und genau hinzuschauen und so die spirituellen Grundthemen immer wieder neu zu denken. Wer sich für diese Schnittstelle zwischen Lyrik und Spiritualität interessiert, dem oder der sei das Buch Verdichtet poetische Annäherungen an Spiritualität von Franziska Pilgram herzlich empfohlen.